So Leute, da sind wir wieder hier bei Tales of Symphonia und ja, ich habe es echt gemacht, ich habe ausgewählt, das Ganze mal nachgezockt, die letzten 2 Parts, weil ja, wenn ihr den letzten Part gesehen habt, wisst ihr wieso. Alter Schwede, er ist nicht automatisch speichert, beim Kolosseumkampf, Menschenskind, ey. Das ist echt unglaublich. So, wir teilnehmen, natürlich wieder das gleiche, ich will eigentlich, naja. Ich weiß, Leute, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl, dagegen 3 Typen gleichzeitig antreten, aber wenn ich das schon einmal angefangen habe, will ich es auch zu Ende bringen. Das erinnert mich ein bisschen an Metroid Fusion, weil ich das, ja, weil ich gerade privat durchzocke und es ist sowieso einer meiner ersten Metroid-Teils und Alter, diese 2D-Teile kommen mit der Steuerung gar nicht klar. Ist so, also eigentlich ist das Spiel geil und so alles, sowieso Metroid Saga mit der Steuerung kommt das so gar nicht klar, ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich vermute zu doof dazu. Das ist unglaublich, was ich da irgendwie für Fiasko teilweise habe. Ja, deswegen erinnert mich gerade ein bisschen an Tales of Symphonia und da ist natürlich auch, wenn da irgendwie ein bisschen weiter im Spiel bist und vergessen hast, oder dachtest dir, ja, speichern baut's nicht, macht automatisch und so, Pustekuchen. Da kannst du ganze paar Stunden nochmal nachzocken. Das ist übel, natürlich noch öfters so, nicht nur hier bei Tales of Symphonia oder bei Metroid, sondern natürlich bei vielen Videospielen so. Okidoki, nochmal ganz kurz Kolosseumskampf, der geht relativ schnell, hoffe ich mal. Und da kommen sie auch schon. So, wiederum sind die gleichen. 2 Duellanten, ein Zauberer, kein Items einsetzen, natürlich doof. Wow, wow. Ah. Mein Blitz natürlich ein Problem. Da gebe ich gerne zu. Was müssen wir eigentlich blocken? Der Blitz, meine ich, der Blitz. Hey, was ist denn jetzt los? Ich kann nicht blocken. Es geht nicht mehr. Mann, ey, jetzt kriegt er wegen dieser Zauberin. Das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht, hey, gerade nochmal besiegt. Hä? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht, weil ich hab's gerade nochmal schnell offscreen versucht gehabt, weil ich dachte, hey, das muss irgendwie schneller gehen und da... Das hat keine Minute gedauert, nicht mal eine halbe Minute, ich hatte die 3 problemlos platt gekriegt. Okay, da mache ich es mal so, wie ich es gerade gedacht habe. Weil, ja. Ne, ich muss was so machen. Also ich mal strategisch, ihr habt gesehen, 2 Duellanten, die blocken teilweise sehr oft, also in dem her... Es ist doch klug, wenn wir zuerst mal Zauberin platt machen, mit die mich nicht mal mit ihren Weitangriff Moves platt machen kann und dann kann ich mich um die beiden Duellanten kümmern. So machen wir es jetzt aber. Ja, ist doch nichts Neues. So, jetzt aber richtig hier, kann doch nicht sein. So, komm, ein bisschen schneller, bitte drauf. Ja, die gute Martell da oben. Peace, Mann für alle. Und die anderen, hallo. So, jetzt aber. So, da hätten wir... Wow, kann ich bitte mal ausweichen? Dankeschön. Mann, ich kann nicht beide gleichzeitig abwehren, das geht nicht. So, jetzt geht's natürlich. Wenn ich da ein bisschen auf Abstand halte. So. Jetzt bist du am Arsch, Mann. Komm nur her. Seht ihr, so einfach kann es gehen. Man einfach nur 1 gegen 1 fighten kann. Mann, oh Mann. Ja, kann mir bitte kurz ausruhen? Schrecklich hasse das. Oh, Menschenskind, ey. Ja, kann ich bitte noch was anderes machen? Nicht sein, dass ich ständig kämpfen muss. Was übersehen? Hallo? Was sagt ihr da? Teil. Okay. Sträflingen darf ich nur die absolute Mindestbehandlung zukommen lassen. Schrecklich hasse das. Ja, durchaus was. Ist die neu hier? Sprich mit der Wache. Da wieder raus. Muss mal einen Kate reiten. Ja, ist klar. Okay, müssen wir erstmal ein paar Mal fighten. Ach du Scheibenkreis, so macht das nicht zu doof, was? So anders, natürlich nie schlecht. So, also da voll, auch TP, sehr geil. Los geht's.
gar nicht. Was? Nicht so schlecht. Was denn jetzt? Ey, ich soll mit einer Waffe... so ein Killcount. Gute Frage. Gar nicht so schlecht. Hier geht's nicht weiter. Hä, aber das Spiel geglitscht oder was? Was ist denn hier los? Ja, nehme ich keinen Teil, schön. Sag ich nur das Gleiche? Okay. Das ist immer das Gleiche, das gibt's irgendwie nicht. Ja, bist du mit der Wache? Bist du mit der Wache? Aber gemacht, Mann, die will man nicht durchlassen. Nee, bringt nix. Hä? Also irgendwie was zu passen oder so? Oder muss ich irgendwie was übersehen? Ah, jetzt hineingehen. Hä? Du vorhin auch schon hier. Gar nichts gesehen. Wo bin ich denn jetzt? Moment, jetzt hier. Das ist schräg. Okay. Hallo Kirchenmucke. Du. Was machst du denn hier? Es ist unsere Schuld, dass du festgenommen wurdest. Also haben wir beschlossen, dich zu retten. Danke, aber es ist schon okay. Nichts ist okay. Und alles andere können wir später besprechen. Jetzt ist mal raus hier. Teilung. Na gut. Klar, einfach mal so die Tür aufmachen. Danke. Was sollst du denn jetzt machen, nachdem wir sie gerettet haben? Hast du Familie? Meine Mutter ist tot. Mein Vater ist, nö. Nö? Wie meinst du denn das? Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Bitte bringt mich nach Rosette. Rosette? Das liegt in Trümmern. Bist du sicher? Ja, bitte. Dort wurde ich geboren. Okay. Bringen wir sie also nach Rosette. Danke, dass ihr mich gerettet habt, obwohl ich doch diejenige war, die Experimente am Brassier durchgeführt hat. Wir sind hier, weil du uns bei der Flucht geholfen hast und deswegen hingerichtet werden solltest. Da mussten wir dich doch retten. Auch wenn ihr wüsstet, wer ich wirklich bin. Wer du wirklich bist? Meine Mutter war eine Elfe. Mein Vater ist ein Mensch und ist derzeit der Patriarch der Kirche von Martel. Alter! Dein Vater ist der Patriarch? Hast du ein Glück, dass du nach deiner Mutter kommst? Hast du ein Glück, dass du nach deiner Mutter kommst, Süße? Mir fällt dazu nicht ein, Mann! Er wollte seine eigene Tochter hinrichten lassen. Das ist ja furchtbar. Ja, aber es war doch der Patriarch, der bestimmt hat, dass alle Halbelfen, die Straftaten begehen, mit dem Tod bestraft werden. Was? Wie kann er so etwas tun, wenn seine eigene Tochter eine Halbelfe ist? Hey, ich kann doch nichts dafür, Alter. Der wird er büßen, das schwöre ich. Wartet, tut meinen Vater nichts an. Warum? Er hat dir doch auch genug angetan. Aber er ist eben noch mein Vater. Als mein Vater mir befahl, Experimente durchzuführen, um X4 in Kristall umzuwandeln, war ich überglücklich. Mein Vater brauchte mich endlich. Das verstehe ich nicht. Das kann ich einfach nicht verstehen. Gines, beruhig dich. Ja, aber... Ich glaube, ich kann das schon irgendwie verstehen. Colette. Als ich Emil noch für meinen Vater hielt, war ich glücklich, als er endlich zu mir kam. Obwohl ich wusste, dass ich dafür mit dem Leben bezahlen müsste. Ich werde hier in aller Ruhe eine Weile über meinen Vater und Halbelfen nachdenken. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Und Presea? Ja. Es tut mir sehr leid. Es ist so traurig. Warum musste es so kommen? Zwei entgegengesetzte Kräfte werden immer Konflikte auslösen. Silverand und Tefeala, Elfen und Menschen, Himmel und Erde. Feuer und Wasser. Und diejenigen, die zwischen den Kräften stehen, werden geopfert. Halbelfen, der göttliche Keim und auch die Auserwählte. Man kann ja nicht einfach behaupten, es sei okay, wenn sie opfern. Von zwei Personen wird immer eine der Macht der Stärkeren geopfert. Und so ist es auch mit Nationen und Welten. Gleichberechtigung ist eine Illusion, Kleiner. Geburt, Status, Aussehen, Rasse. Man wird von diesen Dingen geprägt. Aber es haben doch alle das gleiche Herz. Jeder ist verletzt, wenn er zurückgewiesen wird. Und die Leute vergessen das. Das gleiche Herz. Ja, wenn nur alle in ihrem Leben so über andere denken würden.
Leute können sich ändern. Ganz allmählich. An diesem Glauben müssen wir festhalten und tun, was in unseren Kräften steht. Ja, im Moment können wir uns nur auf die Trennung der Mana-Connex zwischen den Elementargeistern konzentrieren. Genau, holen wir uns die blaue Kerze im Forschungsinstitut für Elementarkräfte mit Shadow. Oh, der Elementargeist heißt also Shadow. Wow, natürlich sehr originell. Ja, gut. Ganz ehrlich, Leute, es geht mir langsam ein bisschen auf den Sack hier, die ganzen geschwülzten Rede, weil das Ziel ist sowieso das gleiche noch der Kern der Aussage immer. Ja, wir müssen das tun und tun, weil wir das halt tun müssen, damit wir alle wieder glücklich sind und keiner benachteiligt wird. Das muss man doch nicht tausendmal wiederholen. So, dann nehmen wir mal eine blaue Kerze. Und Leute, es geht ab zum Tempel der Finsternis. Das kann mal lustig werden. Soll doch er gegen Shadow fighten? Da könnte es dann wirklich sein, dass Asker, sprich dieser Vogel, dass er eigentlich der Elementargeist des Lichtes ist. Weil wir haben ja alle anderen Elemente schon. Oh, ja, stimmt ja. Und sonst, mein gut, Schatten, Licht, das will ja welche Elemente sind, kann man sich natürlich immer darüber streiten, nicht wahr? Aber natürlich bereits Eis und Blitz auch Elemente sind. Sind sogar Naturelemente in dem Sinn, also nicht die 4 großen, wie es bei Tales of Xillia auch so schön angedeutet wird, aber trotzdem sind es ja wichtige Elemente in diesem Sinne halt auch die, ja, Elementargeister, das sind ja sowas wie die großen Geister, die großen Achten in diesem Sinne von mir aus. Hallo, Grafikbug. Okay, man sieht schon, die PS3-Version ist damit noch ein bisschen buggy. Das spielt keine Rolle. Wo war jetzt der Tempel? Der müsste irgendwo da hinten gewesen sein, war? Am Arsch der Welt, dort ist der Tempel der Finsternis. So muss rein. Aber kaum hier, oder? Nö, hier war es wohl eher... Ah doch, hier war der Eingang zum Tempel der Dunkelheit. So, und jetzt? Okay, lass uns diese blaue Kerze ausprobieren. Not bad, Leute. Das sollte reichen. Jetzt können wir diesen Ort erkunden. Aber es ist irgendwie... Ja, diese Aura, das Mana hier... Die Kraft ist verglichen mit den anderen Siegeln nicht stabil. Wir werden herausfinden, was vor sich geht, wenn wir weiter hineingehen. Das klingt doch mal vernünftig. Die Frage ist, wieso? Ist da vielleicht irgendwie ein anderer Geist? Da treffen wir vielleicht sogar auf mehrere Geister, ja, eventuell auch was. Ja, ganz ehrlich, wenn ich... Ja, jetzt sind wir hier bei Shadow, aber natürlich noch Asker, okay, der Lichtgeister kann natürlich auch überall irgendwie sein. Trotzdem fehlen noch Ifrit und Sylphen, die müssen natürlich auch irgendwo noch sein. Sprich, wir müssen nochmal 2 Tempel geben. Ach, das ist ein Spiel groß, ey. So, gibt's hier noch irgendwas, oder? Nö. Zelos wahre Natur. Ja, kommen wir uns mal ganz kurz an. Celsius-sama! Cool Beauty! あなたって相手が女性の形さえしていれば何でもいいのね。ああ、こいつは歩くわいせつ物だからね。どういう意味だよ。文字通りだよ。待て。そうか、俺様が男の色気を放っているって言いたいんだな。何が色気だい、この隙間。あ、いや、そんな。先生、隙間ってなんだ？食えるのか？食べられないと思うけど。隙間、たくさんの女の人をもてあそぶ不誠実な男性のこと。なんだ、ゼロスのことか。そう言われると面白い。 Nee, wenn der Mann sagt, dass er ein Schengel ist oder hat, ist das natürlich nicht unbedingt schmeichelhaft, Alter. Oh Gott, was das Band? Ne, ein anderes Mal. Jetzt gehen wir erstmal da runter und gucken uns mal hier ein bisschen um. So. Feuer. Geht nicht, okay. Was ist denn das hier? Ich bin Finsternis. Ist das ein Monster? Nein, das ist ein Elementargeist. Das ist ein Elementargeist der Finsternis Shadow? Ziemlich schnell. Schnell. Er ist schwächer als die anderen Elementargeist, nur etwa ein 5. Kraft. Das Mana ist sogar nach unten stabiler als draußen. Das soll Shadow sein? Irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung. Was machst du da? Meine Hand geht durch ihn hindurch. Kann es sein, dass die Macht des Elementargeistes aus dem Siegel ausgelaufen ist und diese Form angenommen hat? Jetzt folgt er ja. Heißt das, dass wenn wir dieses Fragment von Shadow nicht zum Siegel bringen,
Will ich in der Lage sein, während einen Pack mit Shadow zu formen? Ja. Müssen wir anhängen noch. Schaut doch mal diesen wundersamen Kristall an. Wie funktioniert der? Mit Magietechnologie? Ist es gar die Macht des Elementargeistes? Erschaffen. Weil beinahe sagen erfinden, aber nee. Ist mir erst. Hä? Der Freund schon da? Ich spiele doch nicht. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Okay, gleich mal testen. Wir haben da den grünen Quarz. Nee, den haben wir vorhin genommen. Finsternis, mal testen. Was? Destruction? Echt das gerade? Okay, ich glaube, der Effekt ist gerade vorbei. Das habe ich gerade nicht mehr richtig gesehen. Kann natürlich schon sein. Zack, Bums. Oh, ganz geil. Alter Schwede. Ja, also eigentlich ist China sogar die stärkste von uns, wenn es richtig macht, ey. Ist das krass. Ist Celsius gerufen. Gnomi auch schon, war? Fehlt noch Wolden. Ja, hatten wir auch schon. Wir haben schon so viel. Ja. Was ist denn das? Sieht aus, könnte man hier durchgehen. Ich sehe mal nach. Du gehst allein? Dir wird doch nichts passieren, Leute. Macht euch keine Sorgen, ich bin gleich zurück. Wartet hier mal ganz kurz. Interessant, bin mal gespannt. Ich frage mich, wie er funktioniert. Ich versuche es erster. Okay. Ha! Hat sich etwas getan? Ich hab nichts gesehen. Irgendwie. Was zum...
Das ist ja mal interessant. Es sind so nur ein... Ah, so untereinander verkuppelt. Dann muss irgendwie den... Wie ist überhaupt? Nein! Ah, verdammt wohl gar nicht. So geht's auch nicht, wahr? Nee, ich wollte eigentlich grad irgendwie den ganzen runterziehen, wenn ich dann nachher oben lang komme, aber geht irgendwie auch nicht ganz, wahr? Crazy. Also was, Freunde, wie es weitergeht hier bei Tales of Symphonia, das erfahrt ihr in nächsten Part, hier im Tempel der Finsternis, auf der Suche nach Shadows Überresten und nach den Baby-Shadows, wie Colette so schön formuliert hat. Und ja, mal gucken, wo uns das Ganze noch hinführt zu Shadow und wer danach noch kommt und naja, bin auf alle Fälle noch ziemlich gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.